Vielen Dank, Joel. Hey, und jetzt begrüße ich einfach Andreas Pantle mit mir im Studio. Danke, dass du hier bist, dass wir noch kurz darüber einfach austauschen können über die Message. Kannst du uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wolltest du heute sagen? Einfach die Kernaussage in deiner Message. Ja, also die Kernaussage war, dass göttlicher Erfolg für mich nichts anderes bedeutet, als wenn er, also in Klammern Gott, mir folgt. Also das heißt mit anderen Worten, seine Güte, seine Eigenschaften, sein Segen in meinem Leben bleibt, ich den nicht zerstöre und auch die Gegenwart Gottes nicht von mir treibe, ja, vielleicht durch Kompromisse, sondern ich glaube, wenn ich eines Tages ja irgendwo bei Gott aufkreuzen möchte, dann wünsche ich mir, dass ja, wir zurückblicken können und sagen, hey, egal wie das Leben gut lief oder nicht gut lief, es war gekennzeichnet von deiner Güte und von deinem Segen. Ja. Danke schön. Denkst du denn, dass Gott dir entfolgen könnte? Ja, also du hast es jetzt so gesagt, weil ich finde das eine mega schöne Aussage. Ja. Aber genau. Das ist eine provokante Aussage theologisch, denn natürlich, wenn man die Bibel anschaut, dann sagt die Bibel zum Beispiel ganz klar, ich könnte egal wohin fliehen, Gott wäre immer noch da, im Sinne von die Liebe Gottes und das Vaterherz, was mir die Tür aufhält und wartet wie auf den verlorenen Sohn. Ich glaube, an dem ändert sich nie was. Ja. Und wenn ich die Vergebung von Gott angenommen habe, dann ändert sich ja auch an dieser Vergebung nichts. Aber ich glaube, was wir schon durch die Bibel durchsehen, ist, dass unser Leben, je nachdem auch wie wir leben, und ob wir auch uns nach diesen Prinzipien, die die Bibel uns lehrt, unser Leben gestalten oder eben auch faule Kompromisse machen, dass wir etwas von dem Segen und von der Güte Gottes in unserem Leben verkleinern können. Gott wäre sich selbst untreu, wenn er uns genauso belohnen würde, wenn wir Dinge tun, die offensichtlich nicht in Ordnung sind. Ja? Also wenn wir super, super unehrlich sind zu anderen Menschen und Gott würde uns weiter segnen, das wäre ein Widerspruch mit seinem Charakter. Genau. Aber er segnet den, der Gutes tut. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass es gut ist, aus der Angst zu leben, ich könnte die Güte Gottes verlieren. Ich glaube, da dürfen wir uns ganz, ganz doll auf ihn verlassen. Aber ich glaube sehr wohl, auch wenn wir das Leben von vielen Christen anschauen und wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte jetzt hinter uns, dann sehen wir, dass es sehr wohl einen Spielraum gibt, ob ich an Jesus dranbleibe, von meiner Seite, oder ob ich von meiner Seite sage, obwohl Jesus bei mir bleibt, wende ich mich wieder von ihm ab. Und dann hat das logischerweise auch eine Auswirkung. Ja. Dankeschön. Für mich ist das zum Beispiel so ein Steinschleuder-Moment. Also genau diese Talks und so, ich entziehe mich dem immer so ein bisschen und schlängle hinaus. Und für mich kostet das ganz viel Mut. Und wenn du jetzt sagst, also eben, wie könnte ich zum Beispiel mutiger werden, dass Gott mich gebraucht und dass ich nicht, also das ist meine Frage an dich, oder wie werde ich besser in dem? Oder so wie David, ich meine, das hat ihn so viel Mut gekostet. Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, was wir nie vergessen dürfen, ist, wenn wir so Glaubensheldengeschichten lesen aus der Bibel, ja, dann sehen wir ja nur das Wunder, was geschieht und wie mutig der David ist, was wir wahrscheinlich auch davon ausgehen können, dass David nebst 51% Mut und Glauben auch 49% vielleicht Angst in sich hatte. Vielleicht hat sein Herz genauso laut geschlagen wie unser, wenn wir hier in diesem Talk sitzen und denken, oh Mann, hoffentlich schauen wir in die richtige Kamera. Ja? Und ich glaube, für mir persönlich hilft es immer wieder, mich daran zu erinnern, in Gottes Augen bin ich schon genug. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob jetzt diese Predigt gelingt. Und selbst wenn die ganze Kirchengründung in Hamburg kaputt gehen würde, würde sich an meinem Wert in Gottes Augen nichts ändern. Und ich finde, das ist so eine Freiheit. Ja? Das ist so ein bisschen wie, ich muss gerade dran denken, wie so Leute, die in so ein Bällebad reinspringen und die verrücktesten Tricks machen. Und eigentlich ist es super, super gefährlich. Aber sie wissen halt, egal ob ich gerade lande oder mit dem Kopf voran, ich lande in dieses Bällebad und deswegen passiert mir nichts. Und für mich ist die Liebe Gottes wie so ein Bällebad. Ich kann auch versagen. Ich muss keine Angst mehr vor dem Versagen haben, weil an meiner Würde, meinem Wert, an meiner Liebe zu Gott sich nichts ändert. Ja. Und häufig vergessen wir das, weil wir vergleichen uns so stark mit anderen, was die alles besser können. Und dann sehen wir eben das Relevante gar nicht mehr, dass wir eigentlich genug sind. Das ist so ein cooles Bild. Ja. Aber was heißt es denn für dich, ganz persönlich Erfolg zu haben? Heißt es, Gott zu folgen nur? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube einfach zum Schluss wünsche ich mir, dass ich den Menschen, die Gott mir anvertraut hat,
oder das, was Gott mir anvertraut hat, dass ich treu mit dem umgegangen bin. Das erste ist meine Beziehung zu Gott. Das ist das krasseste Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Er hat den Preis bezahlt, den man nicht überbieten kann. Er ist für mich gestorben und wieder auferstanden. Das heißt, ich möchte dieser Liebesbeziehung um jeden Preis treu sein. Das zweite ist mein Ehebund. Ich habe meiner Frau versprochen, dass wir zusammengehören und uns nicht trennen werden bis zum Lebensende. Das bedeutet, ich möchte diesem Versprechen gerecht werden. Und das dritte sind die Kinder, die Gott mir anvertraut hat, Shira und Milo. Ich möchte der beste Papa sein, den es geht. Und ich glaube, für mich Erfolg haben ist zum Schluss diese Dinge, die Gott auch irgendwo priorisiert und in den Mittelpunkt stellt, genau diese Dinge auch zu priorisieren in meinem Leben und nicht dem, was vielleicht andere von mir warten. Ja. Wow, so gut. Vielen, vielen Dank, Andreas, für diesen Talk. Möchtest du mit uns noch beten, dass wir das einfach gerne auch umsetzen können, dass wir wirklich den Heiligen Geist einfach immer wieder spüren dürfen, weil wir haben ihn und dass wir ihn gebrauchen und weil dann kommt's gut. Sehr, sehr gerne. Ja, das tun wir von ganzem Herzen, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Du bist Gott in uns und das ist ein unglaubliches Privileg. Und auch wenn sich jetzt vielleicht der eine oder andere gerade überfordert fühlt oder alleine fühlt, vielleicht schaust du ganz alleine gerade zu, so möchte ich dir zusprechen, die Gegenwart Gottes, die ist dir nah. Und Gottes, die Möglichkeiten, die David dort vor diesem Goliath hatte, diese Möglichkeiten sind auch dir jetzt zur Verfügung gestellt. Es ist der gleiche Gott, der versprochen hat, zu segnen. Der gleiche Gott, der gesagt hat, ruf mich an in der Not und ich werde dir helfen. Der gleiche Gott, der sagt, hey, ich werde dich versorgen. Und deswegen, da wo Menschen jetzt vielleicht genau vor so einem gefühlten Goliath stehen oder sich auch einfach alleine fühlen in diesem Kampf des Lebens, möchte ich zusprechen, Gott ist mit dir und er steht hinter dir und er passt auf dich auf. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, Andreas. Hey, und wie Joel es schon gesagt hat, wir haben die Gebetswahl. Also wenn du merkst, hey, ich komme mit dem überhaupt nicht zurecht, ich bin überfordert, ich habe einen riesen Goliath vor mir, dann nutzt doch einfach diese Gelegenheit, geh auf unsere Gebetswahl, schreib dein Gebetsanliegen rein. Dort hat es Leute, die gerne für dich beten und du kannst aber auch gleichzeitig für andere Gebetsanliegen beten. Hey, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Nächsten Sonntag haben wir Vision Sunday mit Leo Bigger. Bis bald.